richtig. Unser Menü ist halt Penne mit Vodka-Sauce. Und wie das funktioniert, weiß man erst noch. Bis gleich. So, voilà. Hier ist mal als nächster Gang, was wir müssen machen für ein Penne mit Vodka-Sauce. Wir schneiden Ham an ganz kleine Stecker. So, hier ist ein Ham. Und die könnt ihr haben in den Pan und dann wird die gut angebraten. Und unser Pan ist Olivenöl. Und wenn die noch warm ist, könnt sie dran, nüdelt die schon ab. Voilà, nu wird das schön braun gelöst. Und dann haben wir den Knoblauch dabei. Und dann muss ich überraschen, was da geschieht. Voilà, nu wird das schön braun gelöst. Und dann haben wir den Knoblauch dabei. Und dann muss ich überraschen, was da geschieht. Hier ist der Knoblauch dran. Wenn die Ham gut angebraten ist, dann geht die mal dran. Ein bisschen braun gelassen und dann da rein. So, nun machen wir den Knoblauch dabei. Könnt ihr Wodka drauf? Ei! Wird das gut flambiert. Muss man ein bisschen brennen. Und dann lassen wir das Kram auf. Ei, wie schön. Voilà. So, dann können wir das Kram auflöschen. So, nun könnt ihr drin auf, wenn der durchgereiht ist, dann könnt ihr drin auf Kochblock und dann könnt ihr noch einen kleinen Sprutzer und Sauce dabei, also Tomatenpüree könnt dabei, das die Sauce auch schön rosa wird. Lassen dann grob kochen und stellen drüber bis die Nudeln warm sind. So dass wir hier noch die Nudeln warm und so gut sind. Und wir machen die dann dran, dass noch ein bisschen Sauce da ist. Ich kann ihn immer nach dem Rahmen durchschneiden. Voilà. So, wir haben noch ein bisschen Rahmen beigeschaut, weil wir fanden, dass wir nicht viel Sauce hatten. Ich mische noch ein bisschen Tomatenpüree dabei. Und dann setzen wir Pan und rüber bis Nudeln Mehl sind. Und der Rest sieht er da. So, jetzt kommen die Nudeln an die Sauce. Die Sauce geht ein bisschen abkochen gelassen. Sieht lecker aus. Und das ist ein Menü und dann ist einfach, es geht sehr und schmeckt auch noch gut dabei.
kann ich noch ein bisschen Parmesan drauf machen. So. Wir lassen uns dann gut schmecken und wünschen erst noch weiterhin einen schönen Ostersonntag. Ciao!